Es war eine kurzweilige Reise, bis die Waldtierfreunde auf dem Uetliberg oben angekommen sind. Heute, am 13. Dezember, ist es der Schneckentochter Chantal endlich gelungen, dass sie ihren neuen Freunden, im Luchs Louis und im Eichhörnli Aisha, die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Uetliberg zeigen kann. Hey, das ist aber schön. Es schmeckt nach Maroni, die liebe ich ja so fest. Platzt es aus der Aisha raus, wo sie oben angekommen sind. Und von nachher ist der Gesang vom Weihnachtschor ja noch viel schöner. Es ist eine wahre Wohltat für mein sanftes Gehör. Staunet der Luchs. Ich habe es doch gesagt, es ist magisch. Kann dort Chantal nur beipflichten. Der Wiesel Winnie weiss, was seine Mission ist. Also, liebe Freunde, wie abgemacht, der Flicky Winnie Wiesel geht voraus und ebnet euch den Weg. Ihr bleibt dicht hinter mir und lasst euch nicht verwischen. Die Waldtierfreunde stehen nicht mehr lang am Rand des Geschehens, sondern flitzen im flinken Winnie nachher, sobald er losgehuscht ist. Sie verstecken sich. Zuerst unter einem gross beleuchteten Tannenbaum. Wow, die Kugeln würden sich an meinem Baum auch sehr gut machen. Sagt Aisha und stibitzt ohne zu zögern eine kleine Christbaumdeko. Hey, Aisha, pass auf, dass nicht verwünscht wird. Das fliegen dir dann die Kugeln um die Ohren. Ermahnt sie den Hase Harry. Als nächstes huschen sie unter ein Häuschen, wo gerade Leute stehen und so heisse Getränke trinken. Das ist mein Lieblingsort. Sagt der Winnie Wiesel und schlägt aus einer dunkelroten Pfütze am Boden. Da ist es für meine feinen Lauscher zu laut. Können wir bitte noch ein bisschen weiterlaufen? Fragt Louis ungeduldig. Ja, los! Ich will auf den Turm. Da sieht man die Lichter von ganz nah und es hat einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Sagt Chantal. Es ist gar nicht einfach, wenn alle etwas anderes wollen. Und so ist es gekommen, wie es müssen kommen. Der Winnie hat ein paar Schlücke zu viel aus dieser roten Pfütze genommen und ist plötzlich nicht mehr so flink auf der Beine gewesen. Das Eichhörnli Aisha hat gesehen, wie in einem Mädchen ein paar Maroni aus dem Säckchen fallen und ist auf direktem Weg ins Getümmel gespeidet. Der Luchs Louis war so angetan von der Musik, dass er ganz vergessen hat, Angst vor den Leuten zu haben. Und so ist auch er aus dem Versteck gekrochen und durch die Menge spaziert. Oh mein Gott, Leopard! Lallt plötzlich ein Typ. Offensichtlich schon ein paar heisse Getränke zu viel gehabt. Die Leute schauen umeinander und werden panisch. Sie springen und schreien und Maroni fliegen im hohen Bogen umeinander. Da stinkt dir! Halt in dem Moment nochmal vom gleichen lallenden Typ. Er zeigt auf den Winnie Wiesel und hat scheinbar überhaupt keine Ahnung von der Tierwelt. Es geht nicht mehr lang und wumms geht der schöne, grosse, geschmückte Weihnachtsbaum um. Die Christbaumkugeln fliegen ihnen tatsächlich um die Ohren, wie der Harry das prophezeit hat. Nur der Maroni-Verkäufer erkennt, dass die Lage nicht nahezu so dramatisch ist, wie das der Anschein macht. Er hat nämlich das Eichhörnli schon lange entdeckt und auch den Hase, der lustigerweise einen Schneck auf dem Rücken trägt. Und dank dem lallenden Mann dann auch noch den Luchs und das Wieseli. Hey Luchs, Eichhörnli, Hase und Wiesel, da durch! Ruft er und zeigt ihnen den Weg hinter seinen Wagen. Dort fährt der Wald wieder an. Alle Waldtierfreunde folgen ihm und sind gottenfroh, wo sie das Chaos hinter sich lassen können. Der Maroni-Verkäufer läuft ihnen noch hinterher. Was macht denn ihr da oben? So flauschigen Besuch haben wir jetzt also noch nie gehabt. Kein Wunder sind gerade alle Leute ausgeflippt. Die Waldtiere schauen ihn mit grossen Augen an. Immer noch ein bisschen perplex von dem abrupten Ende von ihrem Ausflug. Von mir müsst ihr keine Angst haben. Ich habe mich sehr über euren Besuch gefreut. Ihr habt den Weihnachtsmarkt wortwörtlich einmal ein bisschen aufgemischt. Schaut, ich habe da noch ein paar Maroni, die ich nicht mehr verkaufen kann. Ich hoffe, ihr habt sie gern. Und kommt doch wieder einmal vorbei. Vielleicht einfach ein bisschen unauffälliger. Mit einem Schmunzeln geht der Maroni-Verkäufer zurück zu seinem Wagen. Wow, was für ein Abenteuer! Rief Chantal. Endlich ist es mal schnell gegangen. In meinem Schneckenleben ist sonst immer alles schambar langsam.
Ja, schaut mal, der Maroni-Schatz. Das hat sich gelohnt. sagt das Eichhörnchen Aisha und streicht sich über den Bauch. Im Has Harry und Luchs Louis ist die Sache ein bisschen unangenehm. Aber wenn ihre Freunde so zufrieden sind, ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Und der Winnie?